Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi hier auf meinem Kanal. Schön, hast du wieder eingeschaltet. In dieser Folge geht es noch um den Deckel der Akkuhülse und noch, wie ich den Taster vorbereite. Also bleib dran, nach dem Intro geht's los. Letztes Mal haben wir ja die Akkuhülse verlötet, den Pluspol gefertigt. Was jetzt noch fehlt, ist die Verbindung vom Deckel zum Minuspol des Akkus. Dazu verwende ich Messingrundstab. Das kriegst du in jedem Baumarkt und ich zeige dir nun, wie ich das mache. Als erstes muss ich mal die Distanz messen vom Minus des Akkus auf den Rand der Akkuhülse. Das sind 7 mm. Dann mache ich den Pin eigentlich immer 2 mm länger, also in dem Fall 9 mm. Ich muss mir das anzeichnen. Dann messe ich hier 9 mm, zeichne mir das an. Das Ganze schneide ich mir jetzt mit der Eisensäge ab. Und dann habe ich hier den Pin. Den werde ich jetzt noch etwas begradigen, damit ich den besser verlöten kann. Dazu spanne ich mir den Pin im Schraubstock ein, nehme eine normale Feile und mache den etwas plan. Deswegen habe ich auch 2 mm länger gelassen, weil ich schleife das lieber dann noch etwas zurecht, als dass ich dann zu wenig Material habe. Jetzt trage ich auf den Pin wieder das Flussmittel auf, und zwar eigentlich an die Stelle, die ich plan geschliffen habe. Das Flussmittel kennt ihr ja schon aus dem letzten Chrüsimüsi. Da werde ich nichts mehr erklären. So, dann kommt dieser Pin da rein und so wird er dann verlötet. Ich empfehle euch beim Verlöten, haltet noch eine Zange bereit, damit ihr den Pin etwas richten könnt, weil der wird durch das flüssige Flussmittel wird er etwas hin und her schwimmen. Jetzt erwärmen wir das Ganze, eigentlich wie gehabt, wie in den letzten Videos auch, bis das Flussmittel schön geschmolzen ist, die Farbe ändert und dann ein ganz klein wenig Lot zugeben. Und ihr seht schon, jetzt ist es etwas verschwommen. Ihr habt jetzt genug Zeit, das bleibt eine Zeit lang warm, das einfach zu richten und dann abkalten zu lassen. So, dann lasse ich das mal abkalten und hole euch dann wieder dazu. Der Deckel ist nun abgekaltet, der Pin ist eingelötet, den kann ich jetzt hier einschrauben und jetzt drückt es den Akku dann nach unten. Das heißt, unten kommt jetzt der Pluspol des Akkus, drückt auf den Nubbel der Kupferplatte und über den Deckel, über den Messingpin auf den Deckel wird dann der Minuspol auf die Akkuhülse übertragen. Das heißt, jetzt haben wir hier Plus und da Minus. Somit ist der Stromkreis eigentlich, wenn wir jetzt den Verbraucher zwischenschließen, ist der Stromkreis dann geschlossen. Netter Nebeneffekt meines Systems ist auch, es gibt eine Feuersicherung, indem ihr einfach den Deckel eine Viertelumdrehung löst. Nun ist der Akku wieder los, das heißt, der Stromkreis ist geöffnet und somit
wenn ihr dann den Taster drückt, wird die Pfeife nicht feuern. Dann, wenn ihr sie benutzen wollt, einfach wieder festziehen und dann funktioniert das Ganze wieder. Den Pin kann man jetzt noch etwas mit der Feile plan schleifen oder auch mit dem Schleifpapier und dann so plan schleifen. Damit könnt ihr dann auch bestimmen, wie groß dieser Spalt hier sein wird. Wenn ihr den möglichst klein haben wollt, schleift ihr etwas mehr weg. Und wenn ihr weniger wegschleift, ist dieser Abstand von der Hülse zum Deckel etwas größer. Lasst einfach genug Reserve. Nun zum Taster. Da verwende ich diese Kugeltaster. Die sind ziemlich angenehm vom Druckpunkt her. Dann verwende ich Unterlegscheiben, rostfrei, also Edelstahl. Das sind jetzt 5,3 mm mal 10 mm mal 1 mm. Und die passen eigentlich ganz schön da drüber. Das zeige ich euch jetzt nicht, wie ich das verleime, weil ja, ist eigentlich simpel. Ich trage halt auf den Schalter etwas Zweikomponentenkleber auf, dann kommt die Unterlagscheibe drauf, trocknen lassen, fertig. So einfach ist es. Im nächsten Krüsimüsi werde ich den Schalter dann anschließen und auch den MOSFET verlöten und dann sind wir eigentlich mit dem Thema ziemlich durch. Jo, dann war es wieder mit dieser Folge Krüsimüsi. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was lernen. Falls ich noch näher auf den Taster eingehen soll, das heißt, wie ich die Unterlegscheibe mit dem Taster verklebe, die Bohrung in den Pfeifenbody mache und das Ganze dann einklebe, schreibt es unten in die Kommentare. Dann werde ich nächstes Mal auf das eingehen. Ansonsten gehe ich dann auf den MOSFET ein, wie ich den verlöte, verkable. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.